Du sag einmal, findest du mit der Speiskarte da zurecht? Da stehen lauter Sachen drin, die kenne ich gar nicht. Ja, mir geht's genauso. Die meisten Sachen habe ich ja noch nie gelesen. Ja, nicht. Ja. Wahnsinn. So, haben die Herrschaften schon ausgesucht? Ja, das darf man eigentlich ganz gern, aber das kommt uns alles ein bisschen spanisch vor. Spanisch? Na, das ist alles im korrekten Deutsch, gell? Da lassen wir uns nichts noch sagen. Tja, aber was ist denn zum Beispiel ein Schnitzel-Balkanort? Ja, Sie werden das wahrscheinlich noch kennen unter Zigeunerschnitzel. Ach so, Zigeunerschnitzel. Psst, nicht so laut. Das darf man heutzutage nicht mehr sagen. Ach so, Entschuldigung. Ja, und was ist jetzt nachher das? Metropolschnitzel Austria. Ja, Wiener Schnitzel. Und ein Pazifikinseltoast? Ah, wart, halt, das meine ich, weiß ich. Toast Hawaii. Sehr gut, ganz genau. Und was ist dann zum Beispiel ein Alster-Semi? Ja, ein Hamburger. Darf man das jetzt auch schon nicht mehr sagen? Da sind wir lieber vorsichtig. Sie wissen es genau wegen kultureller Aneignung und so weiter. Ui, das klingt aber jetzt lustig. Monarchenblödsinn, was ist denn das? Ein Kaiserschmarrn. Also, wenn es nicht so traurig war, dann kann man direkt drüber lachen. Ja, eigentlich schon. Also was darf ich jetzt bringen? Ja, na bringen Sie mir halt ein Metropolschnitzel Austria und als Nachspeise ein Monarchenblätzchen. Metropol und Monarch. Und für den Herrn? Boah, der Herr, der hätte ganz gern eine Schweinshaxen, aber die findet ich da nirgends. Ja, da schauen Sie. Borstentierextremität. Haben wir's schon. Borstentierextremität. Ja, geht's denn da? Schweinshaxen hat doch jetzt wirklich nichts mit kultureller Aneignung zum tun. Mei, man weiß nie, gell? Heutzutage regt sich jede Sau wegen irgendwas auf. Grüß euch. Hallo. Servus. Braucht ihr die Karten? Ja, bitteschön. Bitteschön. Dankeschön. Darf ich euch dabei schon was zum Trinken bringen? Ja. Du? Ja, eine Johannisbeerschorle bitte. Und für mich ein helles bitte. Eine Johannisbeerschorle und ein helles Kippt sofort. Danke. Du hast doch gesagt, du willst 14 Tage kein Bier mehr trinken. Ja, schon. Aber ich habe nicht gesagt, was für 14 Tage. Mei, jetzt komm ich da wieder nicht hin. Mein leckster Marsch. Möchtest du mich umbringen oder was? Entschuldigung, das wollte ich jetzt wirklich nicht. Ich wollte gerade was melden. Ach so, was melden möchte der Herr? Melden kannst du ja in der Schule. Wenn du eine Beschwerde hast, dann sagst du es gleich gerade raus jetzt. Nein, das ist ja nicht direkt eine Beschwerde. Ja, was dann? Ja, es geht darum, der Hahn tropft. Und jetzt? Sagst du da ein Rotzang? Nein, ein Staubwedel. Ja, und mit dem tue ich ja Staub wegwedeln. Ich bin nämlich fürs Putzen zuständig, da nicht für irgendwelche undichten Gäste. Ja, aber können wir nicht irgendwann rufen, der sich damit auskennt? Müller! Ja, was ist denn? Ich hab da einen Gast, dem sein Hahn tropft. Was tut man da? Soll es mit Kürbiskern probieren? Oder Granufin? Haben Sie es gehört? Kürbiskern oder wie heißt das andere Zeug? Sind Sie der mit den Tropfen, den Hahn? Da, probieren Sie es mit dem. Was soll jetzt das? Das ist ein Pariser. Den backeln Sie einfach aus, rollen ihn aus. Ja. Jetzt haben wir uns ja genug über meinen Tropfen in den Hahn lustig gemacht. Können wir uns jetzt vielleicht um mein Problem im Badzimmer kümmern? Das probiere ich doch grad. Sie backeln aus, rollen ihn aus und dann stülpen Sie den über den Tropfen den Wasserhahn drüber, dann hören Sie nichts mehr. Das hält ganz locker bis morgen in der Früh und dann können wir einen Installateur rufen, gell? Okay. Wenn das funktioniert? Ja. Wünsche eine angenehme Nachtruhe, gell? Ja. Wiederschauen.
Ich rief doch nicht am Abend den Installateur. Der kostet erst Doppelte mit Nachzuschlag. Was? Ja, ich frage mich gerade, warum du einen Pariser in der Hosentasche hast. Bist doch verheiratet, oder? Also das ist ja nur weil, also wenn Dings, also der Hahn tropft, also... Ja, wenn der Hahn tropft, gell, Kopfmüller. Na, da ist einmal mit Entkalken probieren. Weißt schon, ab einem gewissen Alter, gell? Bayern Comedy wird unterstützt durch die private Landbrauerei Schönrau.